Onze Geschicht schildert die Pilgerreis von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Onze Geschicht Nummer 90. Ditmal noch mehr von wo Wiens 1954 am Stellen Freitag auf der Jrenz in Blaine Douglas, BC, Familie von Mexiko halb in Kanada ankommen zu kennen. Wir haben letztes Mal gesagt, Wiens von Yarrow, BC, wie auf der kanadischen Jrenz bei Blaine Douglas, und halb eine mennonitische Familie von Mexiko, dort zu regeln, dass sie in Kanada ankommen können. Und wir haben all gesagt, dass sie früh sehr krank wird. Und nun vertellen wir wieder von Wiens seinen Bericht über mennonitische Familien von Mexiko nach BC kommen. Wiens schreibt wieder, ditmal glaubt der Immigrationsoffizier dort selbst, dass diese früh wirklich so krank war, dass sie angefahren war. Und Wiens schreibt wieder, und ich sehe, der Immigrationsbeamte, oder Grenzbeamte, sie können die ganze Familie noch anspringen in Yarrow. Und die kamen die Anklage 2 zum Morgens an. Ein Beamter war mit seiner eigenen Chor den ganzen Weg vorabgefahren und hat die Familie den Weg gewesen. Er gab mit den Ehre noch nicht vor die Papieren. Das Fall war besonders schwer. Die Früh fehlt dort an medizinischer Hilfe und hier wir sie ganz krank und ihr schwind geborenes Baby lebt auch noch. Er kann mich nicht besinnen, so einen schweren Fall gesehen zu haben aus dieser Familie. Als meine Frau diese Früh sah, dann kam sie meist atemlos und raubt den Krankenwagen, der Ambulanz, wo diese Früh noch gerade zur Zeit nach Chilliwack ins Hospital angebracht krieg. Sie war meist krank wach gewesen. Und das arme, schwind geborene Baby wie ein Hübchen Elend und Grieselopes. Andere Menschen mussten geraubt worden, meine Frau zu helfen, all diese Kinder zu bereinigen und zu fordern. Es war all 12 am Mittag. Als andere Menschen von der Kirche nach Hause kamen, dann können meine Frau und ich uns endlich waschen und auch endlich an den wichtigen Tag denken. Ich glaube, all das Trouble hat gewonnen fertig, wenn diese Familie sich erst hat die rechten Dokumenten gemerkt. Dann wurde die Familie noch in Mexiko gewesen, nur ihre Pässe zu lernen, und die Früh hat all diese schweren Erfahrungen nicht mehr gebracht. Alles, was ich aus dem Mann rauskrieg, wird das. Unsere Lehrer wollen uns keine Information geben über kanadische Immigrationsregeln und ungefähr, wo die Papieren für uns mögen, die seht, wir können fahren. Dort scheint so, der External Affairs Office in Chihuahua weiß nicht alles an, was da vorgeht. Mr. Bird, the Canadian Supervisor of Immigration, sagt mir sehr direkt, wie mennonitische Lehrer sollen was tun mit dieser schwierigen Sache. Er sagt, sie würden diese Menschen nicht immer wegen Menschenfreundlichkeit, wegen Humanitarian Grounds in Kanada ankommen lassen. Bloß da wegen, dort wie kanadische Mennoniten hier einen guten Raub haben. Diese angesetzte Bewegung, sagt das Mann, kann sehr leicht einen Groll gegen uns abregen. Die Immigrationsbeamte versuchen sehr hart, ein Publizieren von diesen vielen Fällen fertig, aber die Gefahr ist immer da, dass einen Tag mal ein Journalist, ein Nachrichtenberichter, kriegt zu der rechten Zeit durchsenden kann. Ich rede kurz mit Grenzbeamten und die versprechen mit einer Bedingung an dieser Sache wieder zu kooperieren. Und ihre Bedingung wäre, dass wir wem nach Mexiko handschicken würden, den Mennoniten dort die Information zu geben, wo an dort offensichtlich nötig fehlt. Die Beamten gingen sogar so weit, dass sie anboten, halboffizielle Autorität zu geben, mit den Beamten und den External Affairs Office in Mexiko über diese Sache zu reden. Und nun, Brüder, wird es schön rot, sagt Wiens. Wird das helfen, wenn von Kanada wir dort anfahren?
Dann wann dort soll zo'n geben, dort noch einmal 200 Families verseken sollen mit zo'n Anforderungspapieren nach Kanada zu kommen, als die erste 100 Families kämen, dann weiß ich nicht. Am allerwenigsten, wann da wer von uns wird hinfahren und die Menschheit dort besser informieren über die kanadische Immigration, Regeln, dann können wir nicht dafür beschuldigt werden, dort wir diese Sache vernachlässigt haben. Aber was mich noch am meisten überrascht, ist, dass auch dort MCC scheinbar nicht in der Lehre ist, hier mithelfen zu können. Einer von den von Mexiko gekommenen Männern sagt mir, dass uns sogar bekannt machen, dass die Gemeinde jeder einen von der Gemeinde ausschließen wird, wer sich von dem MCC helfen lassen wird. Ist das so, dass das dort passiert, fragt Wiens. Die wollen wahrscheinlich fragen, wo die Reaktion hier among unsere eigenen Menschen ist. Und dort sage ich, am Anfang werden die Menschen hier zum Mitleiden bewegt. Sie geben einige Familien Eten und Kleider. Aber bald haben unsere Lied uitgefangen, dass diese Menschen nicht Hauswirtschaft, nicht Housekeeping gelehrt haben. Die Männer kriegen hier am Anfang allerhand Arbeit, aber dort ändert sich nu auch all. Zu viele von ihnen waren aus zu langsam, unabrechtig und aus Trinker gefangen. Die abrechtigen Männer kommen hier gut wieder. Wir haben hier in Jaro ungefähr 20 Familien von Mexiko und einige von denen sind wirklich in Public Charge. Andere haben die Fähigkeit zu verstehen, dass sie ihre Einstellung ändern müssen. Ich sehe all vielmal von unseren Lied gefragt worden, wer bringt diese Menschen in Kanada hinein? Wer ist verantwortlich für die? Und Brüder, die weiten die Antwort zu diesen Fragen. Wer bezahlt für diese Lied ihre Ankosten im Hospital? Was so weit haben wir dort von unserem Komiteegeld getan. Aber wir sind damit was am engen Strang gekommen. In dem nächsten Fall, wenn der gestimmt, dann wollen wir entweder den Western Relief Committee oder the Canadian Mennonite Board of Colonization naar hulp vragen. Die Immigranten von Europa und von Paraguay sind Gentlemen in jeder Hinsicht im Vergleich zu diesen Flüchtlingen von Mexiko. Brüder, was habt ihr zu sagen? Das ist unterschrieben von A.A. Wiens. Wiens wird 1954 nach Mexiko angeschickt, um da erstens mal die ganze Sache zu untersuchen und zweitens, um da besonders die Leiders in die sogenannten Papierenmacher besser zu informieren, was die kanadische Immigrationsregeln hier sind. Und auch an dort zu sagen, wo schwierig dort für kanadische Grenz- und Immigrationsbeamte hier ist, die Mennoniten von Mexiko zu helfen, gesetzlich in Kanada hineinzukommen und sich hier tüßmerken zu können, wenn die nicht vorgepasst haben. In Wiens soll die Mennoniten in Mexiko auch sagen, wo viel schwere Arbeit arm in seinem Komitee, dem Provincial Mennonite Relief Committee of BC, dort all gegeben hat, dass die Mennoniten von Mexiko mit so einer Antwort gepasst nach British Columbia können. Als Wiens zurückgekommen wäre von Mexiko, dann schrieb er weiter einen Bericht und schickt den nach dem MCC-Büro in Akron, Pennsylvania, nach der Canadian Mennonite Board of Colonization und nach etliche andere mennonitische Organisationen. Ich will diesen langen Bericht nicht auch noch ganz vertalen. Die hielt sich meistens vielleicht ein bisschen zu negativ. Aber ein von den positiven Dingen, die in diesem Bericht sind, ist das. Wiens sagt, die Vorsteher hier hat ja trampelhaft die Männer in ihrem Heim zurückzukommen eingeladen, wohnen die mennonitische Familien helfen, ihre kanadische Pässe zu merken, sodass Wiens, da mit diesen Männern zurückkommen über die sehr schwierig werdende Sache, wer ihn dort mit Anforderungsdokumenten nach Kanada kommen reden kann. Und Wiens sagt, zu diesem Zurückkommen sind auch viele andere Männer und auch ein gekommen. Und das hat, zoals lautere Berichte lüden, sehr dort geholpen, dass die Lied wieder meistens mit Papieren gekommen sind. Manche viele Berichte und Enttäuschungen
sind auch zwei Briefe, wo A. Wiens 1955 an einem Peter N. Friesen in Campo Fire bei Station Patos in Durango schreibt, einen im Mai und einen im Juni. Friesen wird der Mann auf der Durango-Siedlung, wo de kanadische Passer Milch für die Familien in Durango, wo in diesen Jahren von dort nach Kanada kamen. Wiens schreibt Friesen, der Lied von Durango seien hier, dort du andererseits sagst, sie sollen mit ihren unvorderlichen Papieren mal ruhig nach Kanada fahren. Hier wollen die Kanadier an all halben ihre Papieren fertig machen. Des Friesen wir noch mal Vorsteher in Durango. Wenn Wiens auch noch nicht davon redet, dann lese ich aber doch dort zwischen den Regen, dort in den 1950er Jahren so eine Männer oder frühersmank, die von Mexiko zurück nach Kanada kommende Eltern mit großen Familien wären, wohnen alle in Mexiko, noch für den 1. Januar 1926 geboren wären, und da wir kein Recht auf kanadische Bürgerschaft haben. Dann die Isaac Tridja Familie mit 7 Kindern wohnen von Durango von Nobici heim und von dort nach Fort Vermilion in Nord-Alberta fahren will. Die hat wohl einen kanadischen Pass für die Früh, aber die Mann und Kinder haben bloß mexikanische Papiere. Das sagt mir, dass Isaac Tridja höchstwahrscheinlich für den 1. Januar 1926 in Mexiko geboren ist und da wir keinen kanadischen Pass haben merken gekonnt. Lothar noch mal mehr von dem in Mexiko geboren sind für den 1. Januar 1926. Am 24. Mai 1954 haben Vertreter von dem Mennonite Central Committee, Canadian Mennonite Board of Colonization, Canadian Mennonite Relief Committee und Mennonite Central Relief Committee und andere mennonitische Leiders taub eine Meeting, ein taub kommen, über die Mennoniten ihre schwierige Leo in Mexiko, über die viele Familien ihre große Armut dort und über dort viele zurückkommen nach Kanada zu reden. Und auch über die großen Schwierigkeiten, die dort in BC, da wäre ein Jeif, dort so viele Familien von Mexiko ankommen. Auf dieser Meeting redet man davon, dort in dem Yarrow District in BC 129 Familien von Mexiko wohnen, und in der Arbeitswort umgehend noch einmal 135 Familien. Und man sagt dort ungefähr 100 von diesen Familien sind all von der Burns Lake Gegend, was dort zurückgekommen. Das Protokoll von diesem Meeting, in der sehr viele Berichte und Briefe, wohnen die mennonitische Leiter in Kanada, die verschiedene Komitee Ferien und die leitende Männer MMCC in Akron, ein anderer vor und nach diesem Meeting zuschickten, die sind alle in der Archive in dem Mennonite Heritage Center in Winnipeg abgewahrt. Ich habe Kopien von all diesem Brief und Berichtwechsel merken gelassen, und wenn ich den nicht mehr brauchen will, dann sollen die in der Archive in dem Museum in Chihuahua abgewahrt bleiben. Und vielleicht soll noch mal wer von uns viel mehr davon sagen und beschreiben. Aber für nu will ich bloß genug Karte enger uit all diese von Kanada und den USA uitgeschriebene Berichte und Uithuisungen uitreichen und dann die so verseken zu brücken, dass ich für mich, und wenn ich dort vor dich bring, auch für you ein einigermaßen verständliches Bild aufstellen, von was in den 1950er Jahren so recht aller passiert ist mit unseren Mennoniten in Mexiko. Ich dachte nu immer, ich habe durch meine Beobachtungen so meist mitgekriegt und auch in Erinnerung geholt, was in Chihuahua in den Jahren von 1950 bis 60 und nur die Büter gewöhnlich 3 Jahren alle passiert wäre. Aber durch das Lesen von hunderte Seiten von Berichtwechsel oder Briefwechsel zwischen Atelier von unseren Mennoniten in Mexiko und dem Vertreter von der Canadian Mennonite Board of Colonization und Protokolls oder Minutes von Meetings und dann auch noch viele verschiedene Berichte und so wieder, sie echt geworden, dass ich damals noch sehr lang nicht alles angeworden sie, von was man unsere Mennoniten in Mexiko in jenen Jahren man unsere Mennoniten vergegangen ist. Besonders nicht von was auf der Swift Current in Durango-Siedlungen passiert. In diese oldkolonische Männer, wo damals fast so viele Familien da gearbeitet haben,
dass sie einen Weg finden wollen, für uitgearmde Familien terug naar Canada trekken te kunnen, dat wären 12 Korinther. Ich feil eine negative und kritische Einstellung, besonders in A.A. Wiens seine verschiedene Berichte und Briefe, aber auch in die viele verschiedene andere Berichte und Uittuschungen, wo diese Kanadier und Amerikaner ihre über unsere Lehre in Mexiko und darüber, dass so viele von unseren Familien von Mexiko nach BC kamen. Und diese Männer ihre Briefe, Berichte, Meetings und so weiter, hielt man an nicht mal sehr viel davon reden, dass so viele von unseren Mennoniten mit sehr antwortlichen Papieren nach BC kommen, aber auch von unseren Mennoniten ihrem Befinden in Mexiko selbst. In Bet Lothar, no 1954, auch von unseren Mennoniten ihrem nach Süd-Ontario, nach Madison, Ontario und nach Rainy River, Ontario tragen. Wat einige von diesen Männern über uns Kolonien in Sommerfelder in Mexiko im Allgemeinen sagen können in ihre vielen Berichte und Uittuschungen, da werden vielleicht abstehen ein angeschicktes, sehr starkes, ich danke Gott, dass ich nicht so sehe aus der Kolonien in Sommerfelder. Und von Mexiko, Lukas 18, Vers 11. Ich habe diese schwere Zeit von 1950 bis 1954 auf der Manitoba-Kolonie in Mexiko mal selbst beleefd, oder mitbeleefd. Und ich weiß auch, dass du in diesen Jahren sehr viele Eltern mutlos waren in ihrer Armut. Und dass viele von den mutlos gewordenen Eltern bloß noch zurück nach Kanada treten wollen und viele auch deuten. Ich weiß von wenigstens 4 junge Familien, die von unserem Dorf damals nach Manitoba tragen, und einen nach BC. Aber diese ganze Korrespondenz machte nicht als Kolonien in Sommerfelder Mennoniten in Kanada und in den USA. Die wies mir einerseits auch, dass die Armut manch unserer Mennoniten in Mexiko, die viele mehr Familien sehr groß gewesen ist, als wo ich damals umgewiesen habe. Und auch dass damals von 1952 bis 1954 viel mehr arme, mutlos gewordene mennonitische Eltern mit ihren Familien von Mexiko nach BC gekommen sind, als ich gewusst habe. Und andererseits hat diese kanadische Mennoniten ihre Korrespondenz mir auch besser verstanden, wo die viele mutlos gewordene Ölkolonien in Sommerfelder Familien, wo in diesen Jahren von Mexiko wegtrocken, hier in Kanada ankommen und wo die auf der kanadischen Grenze sehr viel Schwierigkeiten gehabt haben, in Kanada hineinkommen zu können, wegen ihrer Antwortpapieren. Und wo die Grenzbeamte kanadische Mennoniten zu Hilfe genommen haben, diese Familien hineinhalten zu können. Hier müssen wir aber weiter aufbrechen für das Mal. Was nächstes Mal, ich sehe George Rempel.